Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Musiksendung. Am Mikrofon begrüßt Sie der Christian Enzler. Ich darf heute einen Gast bei mir im Studio begrüßen, der bereits vor 5 Jahren hier bei Radio Maria sein grosses Erstlingswerk als Komponist vorgestellt hat. Nämlich die wunderbare Jodelkantate Dorothea, die er für das Gedenkjahr 500 Jahre Bruder Klaus im 2017 komponiert hat. Und heute dürfen wir gespannt sein auf sein Nachfolgewerk, ein Requiem auf Schweizerdeutsch, die sogenannte Totenmesse. Es ist eine rund 90-minütige Komposition für gemischten Chor, Jodel- und Solistensextett, Akkordeon und Orgel. Joel von Moos, ganz herzlich willkommen hier bei Radio Maria. Ja, danke Christian für die Einladung. Vielleicht vorab ein paar Infos zu deiner Person, Joel. Wie sieht denn dein beruflicher Werdegang aus und wie würdest du heute deine berufliche Tätigkeit beschreiben? Ja, ich bin eigentlich ganz über Umwege zu meinem heutigen Beruf gekommen. Ich bin eigentlich heute als Komponist und als Produzent tätig. Und ich habe eigentlich angefangen als kleiner Bub bei der Luzerner Kantorei, einem Chor, wo ich eigentlich dort gesungen habe und eine klassische Gesangsausbildung genossen habe. Und bin dann eigentlich auch zum Chorleiter gekommen später, als ich dann erwachsen war. Und so hat mich eigentlich die Musik immer begleitet und speziell auch die Kirchenmusik. Und mit 17 habe ich dann auch noch das Jodeln für mich entdeckt. Und so bin ich jetzt eigentlich immer wieder im Bereich Klassik und Jodeln als Komponist tätig. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, eine Totenmesse, also ein Requiem und das noch in Schweizer Mundart zu schaffen? Ja, das ist eigentlich ursprünglich mal eine Anfrage für einen Kompositionsauftrag und ich hatte da auch gewisse Skizzen und Notizen gemacht und hatte das kleine Werk eigentlich in der Schublade gelassen, weil da nichts daraus geworden ist. Und kurz darauf ist aber mein Großvater gestorben und dann habe ich das Werk wieder vorgenommen oder die Skizzen und habe gefunden, ja, irgendwie ist da vielleicht doch noch mehr dran, als man meint und hatte mich länger mehr damit beschäftigen und habe dann ein jetzt 18-sätziges Requiem daraus komponiert. Da kann man sagen, ist der Tod von deinem Großvater der Auslöser gewesen für das Werk. Was möchtest denn du mit dem Werk auch den Zuhörern mitgeben? Ja, das Werk ist eigentlich ein sehr tröstliches Werk. Also es hat ja jeder schon mal jemanden geliebt verloren. Und mit dem Werk, also mit diesen schweizerdeutschen Texten, möchte ich eigentlich Trost ermöglichen. Weil viele Requiem sind ja auf Latinisch und wenn man da kein Wort versteht, ja, fällt die ganze Ebene vom Text oder vom Verständnis eigentlich weg. Und so möchte ich eigentlich mit dieser Totenmesse den Leuten Trost schenken.
Es liegt ein Nebelschleier auf meiner traurigen Seele. Du, mein liebster Mensch, ich ha dich gern. Ich wird dich nie vergessen. So der Offertoriumssatz Abschied aus der Totenmesse vom Joel von Moos. Ein feiner A-cappella-Satz mit wunderbar zarten Stimmen. Joel von Moos, kannst du ein bisschen etwas zum Aufbau von dieser Totenmesse sagen, die du komponiert hast? Ja, das ist ein relativ ein grosses oder ein gross gefasstes Werk. Also es geht eigentlich insgesamt ganze 90 Minuten. Und der Satz, den wir jetzt hier gehört haben, das ist vom zweiten Teil, das ist der Anfang vom zweiten Teil. Das ist ein sehr tröstlicher Teil. Im ersten Teil werden verschiedene Betrachtungsweisen über den Tod oder im Umgang mit dem Tod dargestellt. Und so gibt es eigentlich 18 Betrachtungen insgesamt zum Thema Tod und Vergänglichkeit. Aber ist das richtig? Der Aufbau ist ähnlich wie bei einer normalen Messe. Also wir haben am Anfang ein Kyrie, dann kommt ein Graduale und Sequenz, das Offertorium, das wir jetzt gerade gehört haben, Sanctus, das Pie Jesu, Agnus Dei und die Schlusssätze, die noch speziell sind, in Paradisum und Libera Me. Ganz genau, also ich habe mich natürlich an bestehende Requiems orientiert oder beziehungsweise an Urtexte von Requiems. Und das sind eigentlich die gleichen Sätze wie in einem herkömmlichen latinischen Requiem, aber jetzt halt eben übersetzt in Schweizerdeutsch und auch noch mit Interpretationen von mir selber. Also du bist bei der Textgestaltung, die du ja selber gemacht hast, nicht 1:1 vom Latinischen zum Schweizerdeutschen gekommen. Wie bist du da vorgegangen? Also ich habe als erstes mal die Urtexte von meinen Lieblingsrequiems gelesen und die dann direkt vom Latinischen ins Schweizerdeutsche übersetzt. Darf ich fragen, welche sind deine Lieblingsrequiems? Ich würde sagen, das vom Gabriel Fauré oder auch vom Verdi, das ist halt ein Klassiker. Und also was immer geht, ist natürlich das Mozart-Requiem. Das wird den meisten auch bekannt sein. Und das sind halt alles Requiem auf Latinisch und auf ein latinisches Requiem zu schreiben, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, weil das ist ja so, würde ich mich jetzt nicht daran anwagen, weil es eben schon so Klassiker gibt, so zahlreiche. Und darum habe ich mir jetzt die Freiheit rausgenommen, auf Schweizerdeutsch ein Requiem zu machen. Wie sieht denn die musikalische Besetzung aus und nach welchen Kriterien hast du die ausgewählt? Ja, da haben wir eine ganz besondere Besetzung. Also man hat ja im Lied «Abschied» vorher gehört, dass jemand auch gejodelt hat. Es hat auch volksmusikalische Elemente in diesem Chorwerk drin. Wir haben 3 Jodlerinnen bzw. Sängerinnen, die aus dem Bereich Jodeln kommen, Solistinnen dabei, 3 Herrensolisten, einen gemischten 4- bis 6-stimmigen Chor, Kirchenorgel und Akkordeon und dazu kommen noch ganz viele verschiedene Glocken, die in der ganzen Kirche eigentlich eingesetzt werden und der Raum so bespielt wird. Was gibt es denn da für Paarungen innerhalb von der verschiedenen Möglichkeiten im Hinblick auf die Besetzung? Also wir haben da ganz viele Möglichkeiten quasi ausgeschöpft im Ensemble. Und zwar kann das sein, dass der Akkordeonist die 3 Jodelsolistinnen begleitet oder Kirchenorgel allein aufspielt und der Chor dann irgendwie chorisch da einsteigt. Es gibt eigentlich kein einziger Satz ist eigentlich gleich besetzt, außer gerade A-cappella-Stück, die vom Chor vorgetragen werden. Was für Überlegungen sind denn da vorausgegangen, wenn du jetzt für einen bestimmten Textteil die Besetzung hast festlegen?
Also ich habe den Text tatsächlich vor der Musik geschrieben und ganz am Anfang habe ich sogar eine Art wie eine Struktur oder ein Raster gemacht, wo eigentlich die ganzen 18 Sätze drauf gestanden sind und habe dort eigentlich geschaut, wie will ich das gestalten, dass wenn welche Besetzung eigentlich zum Zug kommt und habe so eigentlich die Dramaturgie vom Werk gerade als erstes gemacht. Dann habe ich Texte dazu geschrieben und am Schluss ist noch die Musik dazugekommen. So lassen wir uns jetzt nochmal einen Satz an. Ein Platz für euch. Und Herrschaft Gott
Denn ich bin das Licht der Welt. Denn ich bin das Licht der Welt. Wir haben ein eindrückliches Bass-Solo gehört, der das Jesus widerspiegelt, der zu uns redet. Ein Platz für euch, das der 4. Teil aus der Sequenz von der Totenmesse vom Joel von Moos. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Musiksendung auf Radio Maria. Mit dem Komponist Joel von Moos besprechen wir sein neuestes Musikwerk Totenmesse, ein schweizerdeutsches Requiem, das am 1. November in Luzern uraufgeführt wird. Joel von Moos, wir haben vorher ein eindrückliches Stück gehört, wo der Bass uns wirklich berührt hat und in die Seele hineingesungen hat. Wie würdest denn du selber den Musikstil charakterisieren, mit dem du die verschiedenen Abschnitte von dieser Totenmesse zum Klingen bringst? Ja, also das ist in erster Linie ein klassisches Chorwerk. Das ist wirklich der Chor, der 4-stimmige bis 6-stimmige, ist der Hauptapparat von dieser Komposition. Und wie ich vorher schon kurz angetönt habe, fließen da Klänge aus der Schweizer Volksmusik, also vom Jodeln ein oder auch von diesen Glocken. Und so ist das eigentlich wie ein klassisches Werk, das angereichert ist mit volksmusikalischen Klängen. Die Arbeit als Tonschöpfer ist ja zuallererst sehr ein kreativer Prozess. Woher holst du dir die Inspiration zum Komponieren? Ja, du, Christian, bist ja auch Komponist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme mir vor, amigs, wenn ich an einem Werk dran bin, dass ich permanent eigentlich auf Empfang bin. Ich suche quasi die Inspiration nicht, aber ich probiere mich möglichst offen zu behalten für jegliche Einfälle und Eingebungen. Und wenn ich mich dann gleich mal aktiv inspiriere, dann mache ich das eigentlich in der Natur. Ich denke, das hast du sehr gut ausgedrückt. Man muss einfach auf Empfang schalten und die Eingebungen, die man dann vielleicht spürt, versuchen aufzufangen und auszudrücken, nachher umzusetzen in die Musik, in Klänge oder in Text. Wie lange hast du denn an dem Werk geschafft, von der Idee bis zur Verteilung der Noten an die mitwirkenden Sängerinnen und Musiker? Kann man das in Anzahl Tage oder Stunden kann man das sagen? Und wie lässt sich denn überhaupt so eine Produktion finanzieren? Ja, also wenn man das in Anzahl Tage oder Stunden würde rechnen, dann hätte ich einen sehr schlechten Stundenlohn auf jeden Fall, weil das sind wirklich einfach Stunden um Stunden, wo man da dran ist und etwas probiert zu erschaffen. Ich bin sicher während 2 Jahren immer wieder an diesem Projekt dran gewesen, habe auch wieder Pause davon genommen, was doch halt auch ein schwieriges Thema ist mit Tod und Vergänglichkeit. Aber jetzt steht es. Und zu dieser Frage, wie man so etwas finanziert, wenn man Kultur oder professionelle Kultur betreibt, dann ist man halt angewiesen auf Stiftungen und Kulturförderstellen, die einem da quasi zur Seite stehen. Und ja, wir dürfen uns da glücklich schätzen, dass wir das Projekt quasi finanziert bekommen haben mit Hilfe von unseren Partnerinnen und Partnern. Das freut mich. Ja, wir haben vorher schon etwas daraus gehört. Eine besondere Stellung im gesamten Werk nimmt ja die mehrteilige Sequenz ein. Im latinischen Requiem trägt die Sequenz den Titel Dies Irae und ist ein längerer Hymnus über das letzte Gericht am jüngsten Tag. Wie hast du das in deiner Totenmesse umgesetzt? Ja, die Sequenz ist ja seit einiger Zeit ist die ja nicht mehr im Requiemstext quasi vorhanden. Früher hat man das noch gemacht und ich habe dann beschlossen, ich möchte eigentlich
einfach eine neue Sequenz quasi gestalten und habe mir dann da auch wieder die Freiheit genommen und habe so eine komplette Sequenz quasi erdichtet. Das sind jetzt 9 Sätze geworden, wo eigentlich verschiedene Handlungsstränge vonstatten gehen. Da kann zum Beispiel der Tod in persona auftreten oder es kann auch eine Protagonistin vom Stück sterben. Und ja, das ist sicher einer der interessantesten Teile von dieser Totenmesse, die ganze Sequenz. So, wenn wir uns doch nochmal einen Teil aus der Sequenz anhören. Wir hören «Im Himmelsgarten blüht deine Rose jederzeit». Ein berührender A-cappella-Chorsatz. Im Himmelsgarten blüht jede Rose jederzeit.
Das ein Teil aus der Sequenz von der Totenmesse vom Joel von Moos. In den verschiedenen Kriegsgebieten unserer Zeit ist ja der Tod allgegenwärtig. Die christlichen Requiemstexte geben Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod. Joel, wie siehst du das? Wie wird das in deiner Totenmesse zum Ausdruck gebracht? Ja, was da zurzeit gerade auf der Welt passiert, das ist ganz schlimm. Ja, das weiß ich gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Es ist auf jeden Fall im Werk Totenmesse, das greift eigentlich die aktuelle Situation dahingehend auf, dass dass Hoffnung und Trost eigentlich länger sie mehr halt einfach wichtig sind für einen Menschen. Das können wir alle brauchen, sicher Hoffnung und Trost. Von dort her hast du eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen mit dem Werk, kann man sagen. Das passt jetzt nicht nur in die kommende Zeit von aller Heiligen und aller Seelen. Sehr schön, dass das gerade darf Hoffnung spenden, hoffentlich für viele Menschen. Es gibt ja dann auch noch in dem Werk eine szenische Darstellung vom Tod als Knochenmann. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen davon verraten? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, also bei uns im Requiem oder in der Totenmesse tritt der Tod eigentlich nicht nur quasi musikalisch auf, sondern wirklich auch bildlich oder als Person. Wie man das von Krippenspiel zum Beispiel kennt, dass gewisse Szenen gespielt werden, gibt es bei uns auch szenische Elemente in der Totenmesse. Und so ist bei uns der Tod personifiziert als Knochenmann, als Sensenmann. Wir haben in Wien bei einer Kostümschneiderin extra einen schwarzen Umhang schneidern für den Tod. Und der wird dann zu ganz schrecklichen und schaurigen Orgelklängen quasi in die Kille hineinlaufen und auftreten und setzt sich dann in die vorderste Reihe mit ins Publikum. Und dazu heisst es, der Tod ist mit uns, er sitzt mit uns, er schnauft mit uns, er ist mit uns zu jeder Zeit. Und das soll eigentlich uns vor Augen führen, dass egal wie fest dass wir uns vor dem Tod fürchten, er ist immer da. Und das wird eigentlich so bildlich dargestellt in der Totenmesse. Der Tod sitzt mit uns, er schnupft mit uns, er ist mit uns zu jeder Zeit. Kein Berge aus Fels, kein See, Herz nur so groß mag ihn bezwingen. Der Tod sitzt mit uns, er schnupft mit uns, er ist mit uns zu
Tod und zu dir, der Tod und zu mir, der Tod und zu jedem Mensch, wo du hüt kennst. Kein Berge muss Fels, kein See muss Tränen, kein Herz nur so groß mag ihn bezwingen. Die einzige Sicherheit im Leben es kommt der Tod zu jedem Mensch. Ja, das ein eindrückliches Bass-Solo wieder. Tod, überall Tod. Ein aufwühlendes Memento Mori, Gedenke, dass du stirbst. Joel von Mos, wer sind denn die ausführenden Sängerinnen, Sänger und Musiker und wem obliegt die musikalische Leitung? Ja, die musikalische Leitung hat der Chorleiter und Dirigent Eberhard Rex inne. Er ist sehr uraufführungserfahren und hat schon ein paar so Kisten quasi eben zur Uraufführung gebracht. Und ja, das Ensemble, das wir hier haben, ist eigentlich, man kann sagen, das gleiche Ensemble, wie wir bei der Dorothea-Kantate schon hatten. Also da ist wieder die Nadia Räss dabei als Solistin. Die hat ihre beiden Schützlinge Daria Occhini und Andrea Küttel mitgenommen ins Projekt. Und die 3 Herrensolisten sind eigentlich alle 3 quasi ehemalige Sängerkollegen von mir, der Terence Röverdin, der Flavio Wanner und der Grégoire May. Und der Chor, wo man hört, ist die Luzerner Kantorei, wo ich eben auch selber mitgesungen habe als Bub und wo eben der Eberhard Rex auch schon mein Chorleiter war, damals. An der Orgel haben wir den Wolfgang Sieber und am Akkordeon, wo eben der Knochenmann spielt, ist der Akkordeonvirtuose der Dejan Skundric. Wie haben denn die Interpreten dein Werk aufgenommen? Wie sind nach der ersten Probe ihre Reaktionen ausgefallen? Ja, das ist als Komponist immer sehr spezieller Moment, wenn zum ersten Mal das Ensemble die Stücke probt, wo man da geschrieben hat, und man zittert immer mit und denkt so, hoffentlich, ja, erstens mal tönt das nach etwas und zweitens singt es dann auch noch gern. Und es sind einige herausfordernde Sachen, Partien und so, da in diesen Notentexten inne. Aber ich bin mir jetzt ganz sicher, dass sich das gesamte Ensemble sehr auf die Uraufführung freut. Ja. Ja, und wir haben ja, wie gesagt, schon ein bisschen einen Vorgeschmack da. Und es tönt also recht gut, kann man sagen. Die Uraufführung am 1. November in der Lukaskirche Luzern. Wo und wann sind weitere Aufführungen? Gibt es überhaupt noch freie Tickets? Ja, das gibt es. Die Uraufführung in Luzern, die ist sehr gut besetzt schon. Dort sind wir, glaube ich, ausverkauft. Aber gerade im Berner Münster am 3. November hat es noch Billett. Und dort wird es eine Spezialaufführung geben mit einem Lichtkonzept, das wir extra für das Berner Münster konzipiert haben. Und dann sind wir noch in Giswil, wo ich aufgewachsen bin, im Kanton Obwalden, und in Einsiedeln. Wird es denn von dieser Totenmesse eine Aufnahme geben, damit man die farbigen Klänge auch daheim geniessen kann? Ja, wir hören jetzt da Musikbeispiele, die bei CD-Aufnahmen entstanden sind. Wir sind dran, eine CD zu produzieren. Und es wird dann ja, auf Mitte Dezember, wahrscheinlich pünktlich zu Weihnachten,
eine Doppel-CD von dieser Totenmesse gegeben. Vieles haben wir ja bereits besprochen miteinander. Ich möchte aber trotzdem dich noch mal fragen, Joel von Moos, was willst du deinen Zuhörern mitgeben mit dem grossartigen Werk? Ja, ich als Komponist hoffe natürlich, dass es ein Werk ist, wo man immer wieder hören kann, also mehrmals hören kann und immer wieder etwas Neues drinnen entdeckt. Das wäre für mich eigentlich ja, das Ziel bei der Schaffung von einem Werk, dass man daran Freude haben kann. Und wie gesagt, es ist eigentlich eine Hoffnungsbotschaft dahinter. Ja. Ja.
So tönen die Engelsstimmen aus der Totenmesse von Joel von Moos. Joel, du betreibst ja abgesehen von deiner Tätigkeit als Komponist noch ein Produktionslabel JVM Productions. Was versteht man darunter und welche konkreten Aufgaben hat JVM Productions bei dieser Produktion von dem schweizerdeutschen Requiem? Ja, genau, das Produktionslabel, das tönt so kompliziert. Das ist eigentlich nicht. Also wir sind eigentlich einfach ein Büro, wo quasi die Veranstaltungen, die Konzertreihe Totenmesse organisiert. Und zwar sind wir da zu dritten. Produktionsleiterin ist meine Partnerin Selina Merz und mein Bruder, der Robin Fomos, hat die technische Leitung inne. Und während wir beide da, Christian, am Kaffee trinken und am Pläuderle sind die zwei am Arbeiten daheim. Und an dieser Stelle ein Gruß. Ja, so eine Konzertreihe fängt natürlich schon an beim Chile reservieren. Also die müssen ja, man muss irgendwo das können aufführen. Das wird gerade als erstes gemacht, Chile reserviert und dann geschaut mit den Beteiligten, ja, wann haben denn alle überhaupt Zeit. Und so entwickelt sich das einfach zum ja, es ist eigentlich Veranstaltungs- oder Eventmanagement, was wir da machen. Ja, das ist natürlich sehr gut, wenn man das professionell machen kann, weil das ist ja immer auch die Frage, wie kann man so ein Werk auch an die Menschen bringen, damit möglichst viel dürfen miterleben. Es ist mir klar, dass die Phase der Uraufführung und Konzerttournee natürlich jetzt sehr eine intensive Zeit ist für dich und dein Team. Ich möchte dich aber trotzdem fragen, Joel, hast du schon Pläne oder Ideen für die Zeit danach? Vielleicht für eine weitere Komposition? Genau, wir sind jetzt noch gerade an den letzten Vorbereitungen für die Konzerte, die ja nächste Woche schon stattfindet. Der Ticketverkauf ist am Laufen und wir haben mit den Medien zu tun und sind da am Werbung machen und so weiter und so fort. Ich denke eigentlich einfach bis so weit, dass wir die Konzerte gut über die Bühne bringen nächste Woche. Und da gibt es sicher mal eine längere Pause für das Produktionsteam. Und dann im 2024 habe ich den einen oder anderen Kompositionsauftrag, wo ich schon angefragt worden bin. Und auch schon Ideen für eigene Projekte. Aber da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Joel von Moos, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei Radio Maria dein neueste Werk «Totenmesse», ein schweizerdeutsches Requiem, vorzustellen. Wir gratulieren dir ganz herzlich. Das, was wir gehört haben, ist auf jeden Fall faszinierend und schön rausgekommen. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg für die kommende Woche mit diesen Uraufführung und den weiteren Aufführungen. Ich möchte die gerade schnell sagen, nämlich am Mittwoch, am 1. November, ist in der Lukaskirche Luzern die Uraufführung. Dann am Freitag, 3. November, im Berner Münster eine weitere. Und am Samstag, 4. November, in der Kirche St. Laurentius in Giswil. Und dann vormals die letzte Aufführung am 5. November, am Sonntagnachmittag in der Jugendkirche Einsiedeln. Für detaillierte Infos können Sie einfach auf der Homepage www.totenmesse.ch nachschauen. Ja, ich, der Christian Enzler, bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und möchte mich mit dem Schlussgebet aus der Totenmesse vom Joel von Moos verabschieden. Mögen die Engel uns geleiten. Ein tröstlicher A-cappella-Satz für Solistensextett, die Jodelstimme und den Chor.